Ich habe eine neue TikTok-Challenge für euch. Hey, TikTok-Challenger. Im Bayernpark, wenn die Rodelbahn so ist, wie es ist. Challenge, wenn du es schaffst, den Knüppel ununterbrochen nach vorne zu drücken, bis ganz nach unten. Mit dem Mund. Dann mit dem Mund oder mit deinem Arschloch. Rückwärts. Wenn du es schaffst, hast du gewonnen. Habe die Ehre, ich bin's, der Bürger ist, der kann ich. Das ist der Bürger. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist der Florian. Dieser kann ich. Spezi-Wirtschaft. Oh, heute haben wir ein gutes Getränk. Das ist sauber ins Kistel. Gibisch, das raucht da drin. Kennst du das Schießen? Kennst du das Schnipsen und Schießen? Ach, ich hasse die so stark. Ich weiß nicht, weil er wollt's fetter probieren. Behinderter ist. Ich wollte es halt probieren. Ach, ein Scheiß wollt's Oder machst du jetzt probieren. wieder zu? Nein, ich muss noch ein bisschen zu machen, weil sonst klimpert das so. Was klimpert? Mein Gürtel. Der Pipi am Gürtel oder der Gürtel Nein, der am Gürtel, Pipi? der Gürtel, wenn ich mich bewege. Und deswegen habe ich ihn jetzt leicht Das hört doch kalte Sau und wenn dann Hört das Mikro mir runter? selber schuld. Ich kann es einmal einhalten. Vielleicht hört man dann meinen Penis ganz laut nach Frauen schreien. Das ist so lange her. Stimmt, das haben wir vergessen. Ja. Bitte gib Frau. Auf unsere Oh, Zuschauer. schöner Ton. Auf unsere Zuschauer, nicht auf die Zuhörer, oder? Stimmt, heute ist eine Zuhörerfolge. Dann sollte man noch mehr mit dem Schlüssel vor dem Mikro klimpern, damit es richtig nervt. Also es ist wirklich, es klingt fast ein bisschen sponsored bei Coke, aber ist es nicht. Schade eigentlich. Es ist das ist ein eiskaltes Cola aus der Glasflasche, ist das Beste. Sponsor bei Coke. Change my mind. Na, ist leider so. Ja, aber weißt du, was ziemlich dumm ist? 5 Minuten vorher Fishermans fressen. Das ist ein bisschen dumm. Das ist nur schlimmer, wenn du es mit Bier machst. Wenn du vor dem Foot gehst und dann Schmeckt irgendwas? Boah. Schmeckt irgendwas nach dem Fishermans Ja, oder- besser? Außer dein eigener Schlase im Maul? Vaginas. Und Arschlöcher. Haben wir schon wieder beim Rangerschlecker. Du musst auf alle Grüezi. Fälle vorher Fishermans einschmeißen, weil du weißt nicht, wie lange das her ist bei der guten Frau. Jetzt wissen wir aber wenigstens, warum es Fishermans heißt. Wegen die Ja. Fishermans. Naja, Ich hätte jetzt eher gemeint, dass es so ein Witz gibt, wenn es nach Fisch stinkt, aber. ja. Ich glaube, das war die eigentliche war- Anspielung. aber das ich war wollte irgendwie es dumm nicht verkackt. sagen. Ja, das war irgendwie Ich bin da dumm. nicht. Man kann den Florian ziemlich einfach aus der Ruhe bringen, wenn man einfach nur anschaut, fragend. Kann Ja. er nicht. Kennt er sich Dann nicht mehr weiß aus. ich ja nicht, was ich da sehe. Dann bin ich Dann ist er ein bisschen maximal überfordert. verwirrt. Dann wird einfach das Gespräch zur Quantenphysik. Ja, das stimmt leider. Da haben wir wieder geschaut. Kurve. Hat's einen Trim? Echt jetzt? Gut, nix. Ich war noch krank daheim. Immer noch Gehörsturz. Immer noch Ich gehört. weiß nicht, musst du was hören in der Arbeit? Was? Ja, genau. Jetzt war er schon Nein, ich war ja ganz normal in der Arbeit, aber wochenendtechnisch Hallo. Das war eigentlich geil. Normalerweise haben ja professionelle Podcasts haben alle ihre Kopfhörer auf, damit man sie selber schmerzen hört und so. Mehr hätte ich nicht. ich kann mir trotzdem welche aufziehen. Einfach nur so. Halt einfach welche auf, ja. Ja, Haben wir drei. Die haben alle angesteckt. Egal. Kurve. So, wo haben wir stehen? Jetzt wollte ich Was nicht wir mehr gemacht was. haben. Ja, was habt ihr gemacht? Ich Hab's drin? Freitag war tatsächlich mal wieder, also ja, Zeitdisco, wie es es früher gegeben hat. Da wo nochmal ich immer bin. Hey, ich meine, die Dinger sind komplett ausgestorben, aber Eierdorf hat nochmal ein richtig fettes Fessel aufgezogen. Wird's geheißen? Ich glaube, sind wir off, hat es geheißen. Bin mir nicht sicher. Aber das glaube ich war nur wegen der Fahne, weil da haben sie das Zeit hergenommen am Vortag schon mal für. War das genauso ausgefallen War das wie nicht- das letzte Festival bei denen, oder? Das ist, ich wollte gerade sagen, war das ein Entschuldigungsfestel für das, was eigentlich geplant war, mit Ja, aber ich Sido und keine Ahnung was. Entschuldigung, war das nicht bei über Eintrittszeit. Das ist auch noch. Freibier hat es auch nicht gegeben. Scheiße. Nein. War das nicht früher auch schon so bei den Bauern Festel, wenn da so Bierzeiten da umeinander gestanden sind? Ja, die stehen ja eh schon da, ja, lass uns mal eine Woche stehen, machen wir irgendein Scheißdrecksfestel drin. Gefühlt schon, ja. Ja, ich glaube schon. Aber ist ja nicht verkehrt. War da nicht das Größte bei uns? War das nicht in Hordelfing? Wie hat denn das geheißen? Libre. Das Kuba Kuba Libre, Libre, ja. ja genau. Aber das war das Größte, ja? Das war eines der Größten in ganz Weiß ich Bayern, das glaube ich sogar. was Also es das war auf betrifft. alle Fälle enorm, ja. Also, War noch hat dich nicht 4000. aufgehört, weil irgendwas Geld geklaut hat? Ja, irgendetwas ist ein Geld abgehauen damit. Und das ist Typische immer dasselbe. Unterschlagungssache war das wieder Ja. mal. Das ist eine schöne Schwarzgeld-Druckmaschine, glaube ich. Hat sie dir auch gedacht. Ich glaube, Wahrscheinlich. Kuba. So, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Scheiß aber das Kuba-Massen war hat's wie bei uns Geil. in der Arbeit. Oder vor allem mittendrin jemand gemeint so, dass das Geld, was ich jetzt da im Bank einzahle vom ganzen Tag, ja, das will ich jetzt einfach nicht einzahlen, mit heim nimm, das fällt mit Sicherheit kaum auf. Wie auch. Das war Da hat er wir. keine Einzahlt. Ja. Das heißt, das merkt man nicht. Ja, es ist ein richtig geiler Behinderten-Move, halt, da wo ich mir wirklich denke, oh Gott. Was auch Ich geil. habe mal kurzzeitig in einem Elektrofachhandel gearbeitet, da warst du auch. Ja, Namen werden nicht genannt. Expert.
Ich war kein Experte in dem Beruf, muss ich sagen. Du warst. Auf alle Fälle haben mir auch eine Geschichte vor einem verzeiht, der hat sich immer Expert? ein paar Gutscheine ausgestimmt selber. Aber immer so kleine, so 10 Euro mal, 20 Euro da, 50 Euro da. Und am Schluss ist da irgendwas über 10.000 Euro zusammengekommen, was er dann gefeiert hat. War nicht Hey, die schlecht. kannst du nicht auf einmal einlösen, die ganzen Leute. Ja, das war Das das. fällt ja dann auf, der Depp. Weil das kann schon mal funktionieren. Das erstens einmal, das tut man nicht. Das ist mir schon klar. Aber wenn du das tust, dann neigen diese Leute dazu, ja, jetzt sind es 5 Euro, dann nochmal 5, ja, jetzt hat es keiner gespannt, dann werden es 10. Das Gierproblem. Dann einfach wird's, ja genau, und dann kriegst du die Schnauze nicht voll und dann ist immer Gier frisst Hirn. Bei allem. Ja. Sowohl bei legalem als auch bei illegalem. Da habe ich eine schöne Frage, die ist mir gestern irgendwann eingefallen, die immer aufkommt. Franz. Wir schimpfen ja immer Franz. gerne mal so über die Arbeitsverhältnisse etc. etc. Ich habe keine Liebe. Verhältnisse. Du bist jetzt Chef, was darfst du anders machen? Ich bin jetzt Chef bei was? Also du musst Also, du hast ganz immer, ja, das ist gut, man muss vielleicht ein bisschen Rahmenbedingungen nennen und indirekt schimpft man ja gleichzeitig so ein bisschen über seinen eigenen Chef, den man vielleicht gerade hat. Aber ist aber angenommen, du hast, ist ja vollkommen wurscht, du hast eine Abteilung mit ungefähr 10 Leuten. wie viele Frauen? Hoffentlich 50%. Das ist dir überlassen. Du bist der Chef, Oder du kannst es Behindertenquote selber, du kannst es muss ich nur selber Land in der entscheiden. Und sagen wir mal, du betreibst einen ganz normalen Handel, ob das jetzt im Online ist oder sonst irgendwo. Und im Prinzip mehr Arbeit macht dir mehr Umsatz. So, das ist so, egal was du machst. Ja. Was darfst du jetzt als Chef anders machen? Anders, ja, die generelle Rahmenbedingungen haben ja jetzt erst einmal, ich gehe mal davon aus, 40 Stunden hoch, ganz normale Arbeitsschichten von, was weiß ich, sind mehr 8 Du bist der Chef, du kannst es. Okay. Wir sind normal. Ja, normalerweise hast du feste Arbeitszeiten, also so ist das stinknormale, ganz, Die haben wir schon so weit. Die normale 40-Stunden-Woche ja, also, werden Überstunden zahlt, nicht zahlt. ja, normal, also Überstunden sollen nicht immer bezahlt werden. Alles, was drüber geht, über die Zeit, wo du arbeitest, also jeder, der das nicht zahlt, ist ein Arschloch. Punkt. Und Definitely. jeder, der es mitmacht, ist ein Vollidiot. Definitely. Vollidiot oder der muss sich ausnutzen lassen, weil einfach private Verhältnisse oder sonstiges dafür sorgen. Gegebenenfalls, wahrscheinlich. Oder ist halt wirklich ein Vollidiot. Ich bin der Meinung, wenn du Arbeit suchst, dann findest du eine. Ja, vor allem aktuell. Ja. Wenn deine Ansprüche nicht da herum sind. Und du aber ein Vollidiot da herunten bist. Was ganz viel angestellt sind. Das ist ja leider Gottes oft so, ja. Das ist richtig. Ja gut, was darfst du jetzt da in dieses Stani-System, was darfst du anders machen? Darfst du das genauso machen? Das ist eigentlich tatsächlich eine gute Frage. Versuch dich so gut wie es kannst hineinzuversetzen. Der ganze, ich sage mal, dein Leben im Prinzip finanziell hängt in dieser Firma drin und so weiter und so weiter. Das volle Programm. Also es kommt ganz drauf an. Also es ist wirklich jetzt, je nachdem, wie du das halt durchziehen kannst. Also ich bin natürlich irgendwo, musst du als Arbeitgeber schauen, wo du bleibst. Ist ganz klar, natürlich irgendwo dieser ganze Kapitalismus. Ist selbstverständlich. Deine Firma hat einen Online-Shop, die macht, sagen wir jetzt einfach mal 5 Millionen Umsatz mit 10 Festangestellten und du machst 100.000 Euro Gewinn im Jahr. Ist eine gute Frage. Das sind so die Rahmenbedingungen. Das ist, ja. Kriegst du jetzt deinen scheiß Kragen voll oder nicht? Wahrscheinlich kriegst du nicht voll. Also, natürlich, wenn du jetzt ganz rational denkst, 100.000 oder wie viel? 100.000 hast du gesagt? 100.000 Euro Gewinn. 5 Millionen Umsatz, 100.000 Gewinn. Dann bleiben da 60.000 übrig und mit denen lebst du dann. Nein, oder 100.000, Nachsteuer. okay. Nachsteuer, dir bleiben 100.000 Euro Gewinn netto. Eigentlich, also ich das jetzt So schon viel sagen, also eigentlich sollte es dir reichen. Aber es ist wahrscheinlich oft so, dass einfach du dann denkst, boah, jetzt habe ich 100.000 Euro, ich darf gerne 150.000 Euro verdienen. Deswegen lässt du die Arbeiter noch mehr arbeiten. So ist das grundsätzliche Ding. Definitiv. Ja, was du so machen jetzt? Aber die machen Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich- versuch dich hineinzusetzen, du besitzt die Firma, da steckt all dein Geld drin, all dein Geld. Das ist deine Firma, Ja. du hast 10 fest angestellte, du machst 5 Millionen Umsatz mit, ist ja wurscht was, mit einem Online-Shop meinetwegen. Was du da verkaufst, ist vollkommen wurscht. Du hast Leute beim Verbackeln, du hast Leute beim Picken, du hast Leute, die sich um einen Online-Shop kümmern. Du bist eigentlich nur da zum Schauen, dass alles läuft und die Firma macht 100.000 Nettogewinn im Jahr. Also, Die letzten 5 Jahre schon oder jetzt ja 10.000 Euro mehr in den letzten 5 Jahren. So. und dann zählt die gleiche Formel, mehr Arbeit ist gleich mehr Geld. Oder, also Da ich aus einem Online-Shop halt mehr Ich oder bin weniger ja. Kim, ja, es ist schon so. ja, ich bin generell eigentlich der Fan von wirklich eher so zielorientiertem Arbeiten. Das heißt praktisch, wenn jetzt du Montag in der Früh zum Beispiel, wenn du jetzt da 8-9 Stunden verbackeln musst, wenn du die ganze Woche eine Bestellung hast, dann arbeitest du das ab, bis du soweit fertig bist. Oder die Leute. Wenn jetzt an einem Dienstag nicht so viele Bestellungen kommen, bevor das die 3 Stunden umeinander stehen,
sorten, die schauen, wie lange das brauchen. Also wirklich zielorientiert. Das war so eigentlich so dieser Wunschgedanke, den ich da reingehend hätte. Weil man merkt selber ab und zu, dass manchmal, finde ich persönlich, dass man einfach mal so Phasen hat, da wo man halt in Anführungszeichen mal Zeit absitzt oder jetzt auf was Wort und nicht, sage ich mal, jetzt nur daran arbeitet, okay, ich schaue jetzt, dass ich mein Ziel erreiche und dann ist hobbyfrei, weil dann, glaube ich, arbeitest du auch produktiver, effektiver in einem gewissen Maße, wenn du genau weißt, was du wie du machst. Bleiben wir mal in so dieser, da mein reden wir jetzt Gedanke. über die Versandabteilung so. Finde ich nämlich auch schwierig, wie du Versandleute motivieren kannst, weil man brichst ganz oben und versucht, in denen in einer Lage zu versetzen, so, ja, ich habe heute 100 Backel, morgen 50. Wie für die 100 Backel am Montag mehr Zeit wie am Dienstag, aber ich schaff's bis um 12 Uhr Mittag. Na, du hast halt natürlich den Vorteil, aber dahingehend, muss ich jetzt schon sagen, als Chef, wenn du jetzt sagst, okay, du backelst am Montag 100 Backel und am Dienstag 50 Backel. Du hast am Dienstag jetzt eigentlich weniger Zeit, aber wenn jetzt du wirklich das schaffst, online-technisch mehr zum Verkaufer, arbeiten die dann gleichzeitig dann in den nächsten Dingern mehr. Genau, wenn jetzt du mehr Backel verkaufst, müssen es automatisch mehr arbeiten. Aber was ist, wenn sie bloß 50 haben und warten theoretisch um 10 Dann Uhr? sollen sie machen, statt um was 12 Uhr? willst du sonst machen? Kriegst du die restlichen 2 Stunden Zeit oder nicht? Wenn der Shop so gut läuft, why not? Weil ich sage mal, du hast da den Unterschied von Winter zu Sommer. Dafür musst du halt auch als Arbeitgeber, da jetzt ich sagen, gehe ich davon aus, dass du genau weißt, dass du im Winter statt 100 Backel 130 hast. Aber im Sommer dafür vielleicht nur 70, dafür kannst du die dann weiterlegen. Das heißt, am Montag, wenn es dann auf einmal 150 Backel sind, die nicht machbar sind bis um 12 Uhr, Have fun. zahlst du das, was dann drüber hinausgeht Natürlich, oder nicht? musst du. Also ich Da dachte hat schon, diese Überlegung anfangen. Das ist der Deal. Das war mein Deal so. Du bist, wenn du fertig bist, gehst heim. okay, Und wenn stimmt, du dann um hast du 8 recht. Uhr kommst, dann bist du um halb Wieder 9 Gedanken, fertig. ja. Dann gehst du heim. Aber schreibst du die Stunde auf bis um 12 Uhr. Dafür, Ja. wenn wir aber mit 250 Backel haben und du bist erst um 4 Uhr fertig, schreibst du dir auch nur bis um 12 Uhr auf. Ja, es Ja, muss, und ja das ist halt das ein muss ja mit der Miteinander, ja, Wochenarbeitszeit muss ja das übereinstimmen. Ich sage einmal, wenn wir bei dieser Idioten 40-Stunden-Woche aber bleiben, dann- ja, aber das dass ich heißt ja sage, dann wenn Vertrauensarbeitszeit. ich ja genau in die Richtung geht, das leider wird die oft ausgenutzt. Sehr oft. Weil du halt auch bei dem zielorientierten Arbeiten, das finde ich an sich eigentlich auch gut, aber die Ziele sind oft einmal unerreichbar, machen halt dann auch manche so. Und ich würde sagen, wenn du sagst, du hast, was weiß ich, 5 Jahre lang jedes Jahr steigst um 10.000 Euro, dann würde ich sagen, warum sollte ich die Leute irgendwie ausnutzen? Wenn ich ein funktionierendes System habe, das jährlich einen gesunden Wachstum hat, dann kannst du überlegen, brauche ich überhaupt diesen extremen Wachstum, kann ich da nicht irgendwie was anderes machen? Ich bin halt da ein bisschen anders eingestellt, auch weil ich nicht so raffgierig bin. Und das ist schon. halt. ja, Ich bin irgendwo dazwischen. ich bin da nicht so. Und ich würde da eher sagen, wie du so sagst, wir haben ja diese Arbeitszeiten, wenn ihr jetzt da Mittag fertig seid, geht's heim, dann habt ihr jetzt 4 Stunden bis am Nachmittag, die kehren euch trotzdem, wenn ihr dann einmal und die anderen Tag 2 Stunden jeweils länger arbeiten müsst, dann passt es ja auch, weil in der Gesamtwochenzahl passt es ja dann wieder. Also das finde ich so der faire Deal, den man einfach die Zeit, Ja. egal, ich muss nicht jeden Tag diese gleichen Stunden haben in meinen Augen, sondern wenn ein Tag mit weniger ist, dann gehst du halt daheim und die anderen Tage, wo mehr ist, bleibst du halt länger da. Ich glaube, dass dann auch automatisch folgendes, was genau dieses Beispiel betrifft, weiß ich halt, wie es läuft, weil ich es halt auch selber schon gemacht habe. Du hast am Montag 100 Backel, die weiß ich ganz genau, die schaffe ich bis Mittag, passt. Am nächsten Tag habe ich bloß 50 Backel, für die brauche ich aber auch bis Mittag, weil Ja, völlig. es wurscht ist. Jeder Und weiß passt ja, wenn du jeden Tag 8 Stunden arbeiten musst und hast aber man hat einfach ab und zu nicht diese Arbeit Ja. für 8 Stunden, Ja. dann bist du halt mehr am Klo, mehr beim Kaffee trinken, mehr sonst irgendwo unterwegs, weil du halt die Zeit absitzen musst. Das ist einfach nur dumm. Und irgendwann kommt der Gedanke einfach beim jeden, ob ich die jetzt bis um 10 Uhr, wenn ich die 50 Backel jetzt bis um 10 Uhr fertig mache, dann weiß ich ganz genau, dass ich 2 Stunden da stehe, wenn mir jemand sagt, dann muss ich das Lachen ausräumen. Fuck you. Und dann arbeite ich einfach 50% langsamer. Wir haben damals So in der einfach ist Lehre das. einen Praktikanten gehabt und der Praktikant ist da gestanden an der Maschine und hat geraucht und hat gesagt, so ein bisschen ganz dicht, weil es erst umeinander stehen rauchen. Er sagt, ich muss ein wenig langsamer machen, sonst gelangt mir die Arbeit nicht für den Tag. Sagt der Praktikant, der noch in die Schule geht. Weißt? Der Ja, hat aber das System schon durchschaut. Ich sag aber, genau, aber so ist es. Das ist So ist es nun mal. Natürlich, du kannst jetzt nicht sagen, es geht in jedem Job. Das ist halt ein Das ist prädestiniertes bei Beispiel 100% dafür. kämen jetzt wieder die Kommentare, ja, aber bei mir als Maurer, Ja, genau, bei mir bei als mir, Prostituierte ja. und bei mir geht das auch nicht. Ja, es ist schon klar, nicht alle Jobs funktionieren gleich, aber es gibt für Vor allem, alle Jobs also, wenn du jetzt feste Möglichkeiten. Bürozeiten hast zum Beispiel, funktioniert sowas auch nicht. Ja. Es ist jetzt auch was, ich nenne jetzt die Versandabteilung in einem Online-Shop, die kann nicht wirklich maßgeblich dazu beitragen, dass ein Online-Shop wächst.
So, die haben keinen so einen Hebel, ob die jetzt das in 2 Stunden verbackeln oder in 4 Stunden, Das muss ist halt am an den Tag Online-Shop wahrscheinlich wurscht. aus. Das muss halt einfach an den Tag ausgehen, oder? Ja, das ist wichtig, ja. Also und ich darf noch so eine kleine Falltür einbauen, weil wenn die nämlich wissen, so, wenn ich fertig bin, kann ich heimgehen, dann passiert der. Ja, von den 10 Bagel, die ich verschickt habe, sind 2 einfach nichts drin und in das andere ist irgendwo eingeschissen worden und keine Das ist wieder Ahnung. witzig. Da ist Scheiße drin! Oh, das war ich. Upsi! Habe ich tatsächlich mal gesehen, bei so einer Filmsammelgruppe hat einer ein Beitel gepostet und hat dann gesagt, der Wichser, bei dem ich das Ding abgekauft habe, hat mir Katzenscheiße mit eingeworfen. Dann hat er ein Beitel geschickt, auf anderen seinen Film, Katzenscheiße und ein bisschen Stoffmaterial Das drin. ist ja das Letzte, was soll denn das? Was soll das? Ich Vielleicht weiß haben die nicht. aber einfach eine Katze im Lager gehabt. Ja, Ja, das war privat. Das war so ein Dann- Sammelverkauf privat und vielleicht oder hat er deswegen ist der Katzen. Plastiktüten rein, oder? Das ist einfach Nein, das sind das ist einfach eklig. Er hat eine Pizza mit Würzchen bestellt. Der kann ja der Pizza mit Würstchen. Ja, aber anders finde ich weiß es auch nicht, wie es da halt irgendwo so dazwischen so. Weil du ich denke auch an mich, wenn ich das so weiß, wenn ich meine Arbeit, mein Kontingent für heute gemacht habe, ich gehe ganz anders in die Arbeit ein. Ja, logisch. aber wenn ich weiß, wenn ich einen Scheiß jetzt mache und der hinhudelt, dann hat's mich halt. Ja. Dann ist nichts mit aufschreiben, bis ich begehe um 10 Uhr heim, schreibe aber auf bis um 12 Uhr. Oder halt um 2 Uhr heimgehe und schreibe auf bis um 5 Uhr, je nachdem, was weiß Ja. ich. Na, das stimmt schon, aber jetzt zum Beispiel, du musst jetzt einmal überlegen, wie ist jetzt mit den Service-Leuten? Wenn jetzt da praktisch irgendjemand anruft auf der in der Hotline, während zwischen, sag ich mal, 9 und 15 Uhr. Da hast du zum Beispiel immer, da muss ja immer einer, zumindest auf Abruf, da sein. In der Zeit. Das kannst du halt da nicht mit irgendwelche Werte verknüpfen oder mit irgendwas, da wo du sagst, okay, das ist kein, du kannst jetzt nicht um 2 heimgehen, wenn das Telefon nicht dabei hast, zum Beispiel. Weil der hat jetzt keine, was hast du denn da für Ziel? Der muss ja kundenorientiert arbeiten, aber du Du kriegst für hast mich ein Firmenhandy. Danke, Bruder. Und ab 2, was weiß ich, wenn du sagst, du hast ja nicht, du gehst ja nicht bloß ans Telefon. Ich glaube, das ist recht unrealistisch, dass du nur das Telefon machst. Du machst immer noch was anderes. ja, wenn da aber keiner anruft. jetzt nur mal so, weil dieses beste Beispiel, dass du so auf Ja, da kannst du auch keinen hast. Wert drauf hängen, dass der sich mehr Mühe gibt. So. Weil, was soll denn da? das Außer ging- er, ja, weißt du was, du rufst jetzt leider und verkaufst dir eine Wanderschuhe. Dabei hast du keine Wanderschuhe. Außer- In der Regel hast du eine Abteilung, also ich weiß das bei uns damals in der Arbeit, haben wir nämlich auch so feste Telefonzeiten gehabt und es geht ja nicht, die ganze Abteilung schlägt zwar heim. In der Regel, der eine ist ein bisschen früher fertig, der andere braucht ein bisschen länger und dann wird das Telefon nicht auf den, der noch da ist, umgestellt. Was das da auch schwierig ist, dass der Neid unter die Leute dann nicht anfängt, so, oh, jetzt kann der schon um 10 Uhr heimgehen und ich bin Ja, da ja. noch um 2. Das ist halt auch, wie kriegst du das in den Griff? ja, aber es gibt halt auch viel, also wenn du jetzt praktisch anfängst mit so flexiblen Arbeitszeiten, das kristallisiert ja immer oder oft sehr schnell raus, die anderen fangen gerne um 6 Uhr oder um 7 Uhr Ja. und dafür gibt es die anderen, Die gehen wir erst um 8 hinein. die kommen erst um 8 Uhr Gar rein. nicht. Wenn überhaupt. Ey, ich bin nur flexibel, ich komme morgen wieder. Gibt es irgendjemand auf dem Planeten, der Corona nicht dafür dankbar ist, dass Homeoffice auf einmal fast normal ist? So? Ja, Logo. Es feiert doch jeder. Jeder findet gut, geil, ich kann von daheim und dann brauchen wir auch nicht schmerzen, dass von 2 Stunden daheim 2 Stunden effektiv gearbeitet werden. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich in der Heimarbeit 100-mal effektiver war im Büro, weil man keiner auf den Sack geht. Die ganze Und weißt du warum? Da ständig die Kollegen, die einer kommen und was ist bei dir so? Ja. Und mein, Ja, jetzt habe ich gerade ja, wieder ja, den ja. Frust Da bin ich auch ich ganz glaube, ich habe schlimm. auch schon mal geschmerzt. Und das habe ich halt daheim nicht, weil ich sitze mit der Schuhe, haben einen Stiefel aber damit, weil ich arbeite eigentlich relativ schnell. Weil du dir das System, von dem wir gerade reden, wenn Ja. ich fertig bin ich fertig, Ja, kannst genau. du dir daheim einfach selber einführen, ohne dass jemand mitkriegt. So ein bisschen. Ich bin fertig mit dem, was ich tue, passt, ich brauche kein schlechtes Gewissen nicht haben, ich habe in denen 2 Stunden so viel gemacht, wie ich da unten in 8 tue. Ja, genau so. Das machst du doch, das ist doch. Ich glaube, schon wenn es auf Dauer verfäust, irgendwann in. Warum zieht man nie aus der Hose ein 8 Kilometer langes Haar aus, Alter? Ich hoffe, es ist ein Arschhaar. Es ist aus dem Boppes gekommen. Long no shave. Aber das, was ich jetzt schon finde, durch dieses Corona auch arbeitstechnisch, ist. Gut, Birger, du bist wichtig. Ja, Corona-technisch Heimarbeit ist lassen. halt wichtig, oder ist halt jetzt mittlerweile so diese Mentalität der Deutschen, finde ich persönlich, hat sich gewandelt. Was vor Corona war es immer sofort schnell und auch bei Lieferzeiten und Co., weil ich ja Sachen einkaufe und Co., da ist es einfach so, du hast immer gesagt, okay, du hast jetzt einen Liefertermin KW 38. Punkt. Das war so. Mit Corona war dann, ja, vielleicht kommt es in der KW 38, vielleicht auch in KW 51. Corona. Und Hey, für die ganz Jungen, aber- die vielleicht nicht arbeiten, was heißt KW? Kilowatt. Ja, vielleicht kommt es in Kilowatt 38 oder 39, sehen wir dann. Na, Kalenderwoche.
Für die ganz junge, hey, Ja. irgendwann hast auch du mal nicht gewusst, was KW 38 bedeutet. Oh, ich weiß das. Ja. Das war mir erst zweit, KW. Und das ist aber mittlerweile, Ich bin mit Vollbart auf die Welt gekommen, das erste, was ich gesagt habe, ist KW 38. Ja, lieber Zeit einhalten. aber das ist mittlerweile seit Corona, finde ich, hat sich das schon gewandelt, weil du einfach keine festen Termine mehr kriegst und wenn halt der Termin nicht wie früher nicht eingehalten worden ist, ist halt. Ja gut, aktuell hast du ja auch noch mit der Spell. Ukraine, hast jetzt auch noch ständig diese Lieferzeiten, also jetzt wird es auf die Ukraine Ja, weggeschoben. und ich finde halt, ja, und das ist halt was, das hat sich da in Deutschland, finde ich, sehr gewandelt. Und wenn dass du die sagst, da in Mentalität einfach ein bisschen Deutschland anders. spricht der Lander an der Isar, im kleinen Kurkauf in Niederbayern, spricht für Deutschland. Ich kann im Bereich München sprechen. Und, Ja, okay. So, ist auch gut. bei uns ist das Kurkopf von Deutschland. Bei uns bringen. war es während Corona war es so, aber danach ist eigentlich alles wieder sehr schnell in die Normalität hineingerudert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass alles so schweineteuer geworden ist, dass du echt an Vogel gelangst, an den Vogel gelangst, an den Vogel. an den Vogel gelangst, was mittlerweile zum Beispiel ein einfacher Anlaufschuh kostet. Das ist so utopisch, was ein einfacher. Den haben sie eingeschalten. Oh Gott. HM10 aus, Ja, bitte HM10 Mag aus. jetzt noch nicht mehr. Das ist wirklich, seien Sie mir nicht böse, egal wo ich hingehe, auch wenn wir in Urlaub waren und so weiter. Jeder zweite rennt mit den Schuhen umeinander. Die werden gekauft, das ist unfassbar. Welche Scheißschuhe sind das? Das sind so, Luft mit so unteren Polstern. ja, die kennst wenn du das sechs kennst, du es sofort, die haben eine ganz markante Sohlen, das ist diese Cloud-Sohle. Die so breit auseinandergeht. Nein, Okay, da weiß die ich haben nicht. lauter Ja, so... gut, so groß, so ovale Dinger haben. Wie erklärst du das in Wörtern für Leute, die bloß zuhören? Weiß ich nicht, das sind lauter... Sonst aber schon Googelt dazu einfach hören. on Laufschuhe. Ja, Google Keiner, on und du auch, Laufschuhe, keine. keine. Haben wir ganz eine bestimmte Säulen, sind ultra leicht und sind ultra bequem. Sein. Im Prinzip ist er ein einziger Plastikbombe. Und dann steht halt da auf dem Standardmodell steht halt da 150 € drauf. Da wo ich mir einfach denke, so, Alter, Ich mag's Ja, hallo. Wow. Die asiatischen Kinder wollen auch gezahlt werden. und das ist das Krasse, die verdienen normal am wenigsten. Das glaube ich nicht. Die sind die typischen Chefs, die so richtig Kohle verlangen. Netter Zeit. Was hindert den dran, dass die von die 100.000 € 20% nimmst und gut, du musst das Brutto auf die Mitarbeiter natürlich verteilen, weil es dann wieder Steuern drauf zahlst. und Außer die du machst es Steuern schwarz. zahlen. Also du machst es schwarz. Das geht im Onlinehandel geht das ganz extrem schwierig. Mit Kunstschirm. Ja, ist auch nachvollziehbar, aber irgendwo ist der hier verschwunden. Irgendwo, hey, wo hatten die 20.000 € in NFTs investiert und die sind bei mir gekriegt. NFTs sind, glaube ich, seit ein paar Tagen fast alle auf Null. Aber NFTs sind diese zur kurzen Erklärung, das ist so. oder? Hey, ja, genau. Die sind erst voll eskaliert, oder? Das war, da haben ja riesengroße Rieseninfluencer, haben da eine gewedert und so weiter und die breite Masse hat vor Anfang an schon gesagt, das ist die größte Verarsche, die die Menschheit jemals gesehen hat, ihr Vollidioten. Um das kurz zu mir Mit dem erklären, ich Dogecoin. erkläre jetzt nicht, was Kryptowährung ist, aber es ist im Prinzip was Ähnliches. Auf alle Fälle kryptisch. Es sind Beutel, im Prinzip sind es Urheberrechte auf einem Beutel und an dem Beutel hängen dann ähnliche, oh Gott, wie soll ich denn das erklären? Die ähnliche elektronische Machenschaften an dem Beutel dran, die halt beweisen, dass das dir gehört. Somit kann man zum Beispiel ein Kunstbild im Internet, kann man dann sagen so, das ist das Original. Okay, so ungefähr, glaube ich, kann man das sagen. Jetzt weiß ja jeder selber, wie schnell, dass man ein Beutel rechtsklickt und Spaß aufs Handy. Herzlichen Glückwunsch. Und die haben gesagt so, ja, da hat so ein Beutel mit so mit Affen Quellen. drauf und so, hat da angefangen damit und die haben ja für Hunderttausende Dollar haben die verkauft worden. Und diese Woche habe ich irgendwo gelesen, dass das letzte NFT jetzt, glaube ich, $0 wert ist. Und von sehr vielen Leuten das komplette ersparte Leben einfach and it's gone. So kannst du das Jetzt habe ich da rüberbringen. voll ohne gespuckt. Das ist blöd. Ob's Das putzt. ist Ah, geil. ich wollte es abschlecken. Bleibt weiter. Was hindert die dran? Die 10% von dem Umsatz oder halt vom Gewinn unter die Mitarbeiter aufzuteilen. So ein Netto-Ding, das sind, wenn du 10 Mitarbeiter hast, kriegt ja jeder einen extra Tausender. Ja, aber die verdienen ja schon genug. Dann sie nicht bei mir arbeiten. Im Ernst jetzt, oder? Ja, also jetzt mal, du kannst natürlich, sage ich mal, vielleicht kannst du es wirklich so machen wie so eine Gewinnausschüttung, wie jetzt bei größeren anderen Firmen auch, dass du sagst, okay, Ich frage mich, Ende warum des geht Jahres- das bei kleinen und Mittelstandsfirmen nicht? Ja, weil Warum es dir nicht geht so das schlecht geht. Big Alex, es geht keinem mittelständischen Unternehmen geht Die nagen alle am Hungertuch. Die nagen alle am Hunger-Porsche. am Hungerporsche, ja. Am Hunger. Leibauhaus. Am Hunger Tesla. Bauhaus, ja. Ja, Hunger-Tesla, Hungerpool. Überall nagen sie. Das ist Hunger-Whirlpool. Ja, genau, das ist ganz schlimm. Da ist schon fast ein Loch drin in dem Ja, Pool. das ist Wahnsinn. Darum brauchen wir schon wieder neuer. Scheiße. Nein, im Ernst! Wie gesagt, vorher versetz dich in die Lage hinein. Du bist der Ähm, Chef, tatst das oder tatst das nicht? Ich sag das
Könnte man machen, ja. Aber die Frage ist, ich war wahrscheinlich nicht Ja, so. aber dann- Ich bin ganz ehrlich. Ohne Scheiß! Ich bin ganz ehrlich, natürlich Glaub mir, ich bin du kriegst im Jahr 100.000 Euro. Ja, ich und hab ja dann auch haben Grundnutzen 10 Leute, die für die 100.000 Euro verantwortlich sind, zum Die kriegen ja auch Großteil. schon jeder 10.000 im Jahr. Was hindert dich daran? Bis du das jetzt sagst, ich möchte aber 100 und nicht 90, du geldgieriger Wichser. Ich habe auch gewisse Lebenshaltungskosten. Ich bin ganz ehrlich. Ja, was kostet der Tesla Steuer, du gieriger Mongo? Ich zahle doch nicht die Steuer. Ich bin für einen Tesla. Da läuft auf die Firma, du Trottel. Du behindert. 0,5%. Was hindert dich daran 5%? Seine Kriegt Katzen. ja jeder 500 Euro. Seine Ich Katzen. glaube, das war da wurscht, ob du jetzt 5 oder 20% tust. Das erwidert nicht. Wahrscheinlich. Weil ich sag, Bist du ein unsympathischer Ja, ich sag Wichser. ganz ehrlich, ja, natürlich. Wahnsinn. Das Gib mir einen Neuer für bloß organisieren. Was da klingt halt vielleicht sympathisch, aber ich bin automatisch kann der Verbackler-Depp zum Beispiel nicht mehr sagen, ist doch mir wurscht, ob ich jetzt 50 oder 100 Backel verschicke, sondern er fragt vielleicht irgendwie, wieso haben sie denn eigentlich nicht schon 130, ich hätte nämlich nächstes Jahr gern 1200 Euro zusätzlich und nicht bloß 1000. Dann hat automatisch jeder Beteiligte in der Firma so wirklich so, es ist mir eben nicht wurscht, ob der Online-Job 5 Millionen oder 10 Millionen macht. Es ist mir nicht aber viel egal. motivierender als Geld ist, sind ja Pizzadienstage. Geld ist nur eine kurzzeitige Aber du Motivation. nimmst deine eigene Pizza mit. Ja, genau. Und sagen wir es dann, ja, jetzt plündert man dann Kaffeekasten und dann kaufen wir unsere Pizza. Ja, Voll danke. geil, und wenn es nicht gelangt, das liege ich drauf. Dann, gell? Dann immer so Fertigteig, da wo du dann die Wurst dazu kaufst genau. und sowas und das auffällig, aber dann in der Pause. Da gibt es keine gut und günstig Salami dann drauf. Das ist ja auch. Und Meeresfrüchte sind aus, weil die sind so teuer. Ja, auf gar keinen Fall. Meeresfrüchte. Ich finde das schon eigentlich ein interessantes Thema so. Ich darf einen Obstkorb da die zur Verfügung stellen. Ja, die- Mit Plastikobst. Das ist immer so eine Ich Red muss nur Flag, die bei erwähnen, jedem direkt, Unternehmen. Nehmen wir mal YouTube da sein und man schaut einmal ein Hand of Blood und so weiter, was hast du jetzt gesagt? Depp ist er. Ja. Was lustig. Ja, ich finde es schon lustig. Ich hab mal in einer Ich glaub, Firma es war nicht gearbeitet. lustig. Ich Nein, war's habe mal nicht. in einer Firma gearbeitet. Angenommen, ich hätte mal Mann, YouTube da Machen sein Timestamp bei der können. Pause. Arbeitswag. Ja, haben wir schon ein wenig. Haben wir noch ein bisschen. Haben wir Nein, schon mal ein Timestamp, wenig. damit Hey, vielleicht gleich müssen wir ab wissen, nächste Woche nie wieder Pause machen. Schauen wir mal. Ja, ist gelungen. Machen wir trotzdem. Ja, natürlich machen wir Pause. Capture Card Ohne regelt Pause ohne vielleicht. mich. Ich versuche mich da, ich versetze mich in meine Lage, angenommen, ich hätte einen Cutter für meine Videos. Weiter? Ja, dann überlege ich auch so, da ich dem prozentual etwas abgeben von dem, was das Video macht. So. Wie lange glaub ist das schon. Video wert? Nein, ich glaube schon. Keine Ahnung, nimmt das Video 100 Euro Werbedings ein, da ich wahrscheinlich automatisch sagen, 10% davon kennt ihr. Egal, und wenn es Dafür- viral geht, Dafür verdient er heute nichts. dafür verdient er Dafür hat er kein Festgehalt. Gute Ja, Provision. doch, das halt schon. Wir reden von angemessener Bezahlung. Nicht drunter, nicht drüber, sondern im Mittel, dass das eine zufriedenstellende Bezahlung ist. So. Und dann kommt halt das noch mit oben drauf. Das ist, dann Also weiß ich automatisch, 12 es Euro ist, in der Stunde? dann weiß ich automatisch, wenn derjenige da sitzt und schneidet das Video, es ist ihm nicht scheißegal. Ja. Das ist wahr. Ganz einfach, es ist ihm nicht scheißegal, sondern er fragt mich irgendwann Kruzifix, machen wir mehrere, machen wir mal keine Ahnung und Machen gib wir mir mehrere mehrere Videoclips. Machen wir mehrere Kruzifixe an, zum Beispiel. Ja, Ja. so da, hundertprozentig, da bin ich mir sicher, da war ich genau, wenn jetzt ich Cut dabei beim anderen war. Dann weiß man auch irgendwann, denken wir so, ob ich das jetzt da, ob ich mir da jetzt noch für den Meme-Effekt da extra 5 Minuten Zeit nehme oder nicht, das ist scheißegal. Und so denke ich mir, wenn das permanent lustig ist und gut geschnitten ist, Ja, du, da krieg ich vielleicht ein bisschen ziehst mehr. jetzt aber automatisch wieder die bestimmten Gruppen dafür raus. Aber wieder der Servicetechniker, der wo nur die Kunden betreut. Ja, aber für den gibt es auch Mittel und Wege. Wie gesagt, es Der hat was von der ganzen Firma. Und es funktioniert nicht bei jedem Job, das ist völlig klar. Und da kann man jetzt nur 1000 Jobs aussuchen, wo es nicht so funktioniert, aber es gibt für jeden Job eine Art und Weise, wie ich das irgendwie Ja. besser gestalten kann. That's true. Wieso kann ich nicht auch eben, wie gesagt, diesem Service-Dings, der halt nicht am Hebel sitzt, dass die Firma mehr oder weniger macht, warum kann ich dem von der gesamten Firma, wenn es der gut geht natürlich, und das muss auch ehrlich sein, und mit 100.000 Gewinn braucht mir keiner verdienen. Da können wir jetzt einmal. Das hat man da Werber, das Können wir jetzt kurz über die Pausenzeiten reden? Oh, Pausenzeit! Der fährt oben, das soll, der fährt Kamera über den Das war Haufen. schon cool. So. Also, how I slide in your DMs. Du hättest eigentlich sagen müssen, heute sind wir zu viert, weil meine Freundin am Tisch. Man muss mit der Zeit gehen. Die saugt wenigstens. Ja. Da kann ich sogar mehrere Zeiten am Tag eintragen, wenn es dann auch wirklich Saugt. saugt. Das ist geil. Das ist halt so Oh eklig. Gott. Ja. Interessant, ja. Ja, ich habe noch, was dann auch noch dazu gehört zum Thema Stellenanzeigen und sowas. Ich habe nämlich bei einer Firma gearbeitet. Und diese Firma, es gibt ja diese Bewertungsportale wie jetzt zum Beispiel Kununu.
und da ist diese Firma extrem schlecht bewertet. Wirklich extrem. Und es sind wirklich, du siehst immer diese Kommentare, beziehungsweise diese Bewertungen, und dann siehst du genau 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern, 5 Sterne, 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern, 2 Sterne. Also wirklich alle Bewertungen, die echt sind bei 1 bis 2 Sternen, und dann kommt halt immer wieder so dazwischen so 5 Sterne Bewertungen mit alles top, alles gut, Chefs, unglaublich. Unglaublich. Also wirklich. Unglaublich. Und es gibt einen Obstkorb, und deswegen habe ich lachen müssen, weil es ist so diese Red Flag, wenn du schon in der Stellenanzeige hast, dieses Thema drin. Obstkorb. Ja. Firmenfeste. Oh. Wo du dir denkst, okay, wenn das in der Kann man Stellenanzeige drin wenigstens steht, dann weißt du genau, dass die wir wieder das... gearbeitet haben, oder? Tolle Ja, Wurst. und an der Banane lutschen. Ja, wer Waren wir dann letztes Mal erst Firmenfeste, da wo keine Sau wirklich gern hingeht, außer man hat wirklich keine Freunde, außer seine Arbeitskollegen. Ah, stopp, aber damals war es schon geil Nein. doch, einmal schon. Unseren Bergausflug, Nein, ich meine, wo weil wir... was gestorben, wenn wir aufgegangen sind. Weißt du noch, da hast du eine schwarze Lederhosen noch gehabt, da waren wir in Mamming beim Apfelbeck, meine ich. Da in dem Heisal. Das waren die Weihnachtsfeiern. Ja. Das ist wieder was anderes. Ja, Weihnachtsfeier Firmenfest gehört standardmäßig dazu. Wer keine Weihnachtsfeier hat, der gehört sowieso Ist- gleich ist mit ein wenig dem christlich, Paddel ja. erschlagen. Wir haben da aber gelernt, wir haben das erste Lehrjahr eine Weihnachtsfeier von der Firma gehabt. Die nächsten Jahre hat er gesagt, er macht keine mehr. Dann haben wir gesagt, wir organisieren es selber. Haben uns halt dann im Brotzeitraum zusammengesessen, und dann hat er uns einen Kasten Bier eingestellt. Der Aber den Chef. habt ihr dann zahlen müssen. Nein, den haben wir tatsächlich. Den hat er einen Praktikanten vom Kalt abgezogen. Dafür haben wir mit dem Blechregal eingebrunst. Das ist ekelhaft. Ja, das ist asozial. Gerade bei uns in Bayern, wo alle sehr konservativ christlich umeinander rennen, und gut, ich bin der größte Atheist, der umeinander rennt, und eigentlich Religionhasser, der umeinander rennt, aber das gehört irgendwie dazu. So. Weihnachten ist für mich ein hochgradig kommerzielles Fest. Also das ist, Sowieso, was denn sonst? aber es gibt halt Fake nur einfach, die halt das anders sehen. Das gehört einfach dazu irgendwie so an Weihnachten. Das gehört dazu. Weihnachtsfeier. Ja. Und Glühwein. Ja, da kommt, ich meine, wie viele Klischee-Geschichten gibt's denn, dass dann Ohne deine Arbeitskollegin angeierst und sie die aufführen wie die Letzten und keine Ahnung. Sexuelle Belästigung gehört zu jedem guten Betriebsfest. Sexueller Belästigung. In Niederbayern ist sexuelle Belästigung nur eine I Kavaliersding. grabbed up by the pussy. Wie sagen sie bei, weil man kann einmal kurz umschwenken auf das Thema, jetzt ist ja gerade das Oktoberfest. Und da gibt es auch das Little Oktoberfest von Menersmoos mit dem Tarek von KIZ, da singen sie Spießer sagen Vergewaltigung, wir sagen einfach nur Tradition. Oh Gott, habt ihr scheiß Videos gesehen, wie soll ja reingelaufen sind, die Vollidioten. Ja, keine Ahnung. Da hätte ich mir gewünscht, dass es jetzt so ein Video ist wie von, keine Ahnung, bei der Tour de France, wenn es vorne und wirft, dass die alle zusammenfallen. Auf so hätte ich die ganze Zeit spekuliert. Ja. Diese Affen. Das ist selbst, ja, mein Gott. Soll sie die Stadt München und der Freistaat dumm und dämlich verdienen, Ja. die Vollidioten. Ja, da habe Die ich ein Video gesehen, Reinigungskosten da wo vom dann, Kotzhügel. ich hab da ein Video gesehen, da wo da so eine Bedienung, was weiß ich, in jeder Hand so 8,5 Bier und dann nochmal eins oben drauf, und Ja. eigentlich ist es da drum gegangen, und dann die Kommentare drunter, kurze Frage, was kostet denn dann eine ganze Masse, wenn die schon 15 Euro kostet? Weil die hat eigentlich nur 3/4 vorher. Das finde ich da so geil, diese aktuelle Jammerei, ihm geht so schlecht, kann alles so Ja, teuer, kann ja. oder geht, aber Ja. da kann ich einrumpeln und Ja. kann den Preis für einen Kasten Bier für ein Viertel den Mast zahlen. Ja. Das ist aber... Ohne mit der Sagen wir Wimper mal, zu das zucken. ist jetzt wieder übertrieben, aber für 3/4. Die haben im Schnitt Ja. im Oktoberfest ist ein Maß nur 3/4 Ja, eingeschrieben. ich weiß nicht, der Postiller sogar, der wo geschrieben hat, Wer? halt's Maul. Das ist der Marki. Postillon. Der Postillon. 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 Der hat auch geschrieben, irgendwie, neuer Weltrekord, aus einem 200 Liter Fass kriegt er 240 Liter raus. Ja, das war sehr Ja, schön. ich sag das, wie es ist. Ich habe letztes Mal erst, oder gestern oder vorgestern habe ich ein Meme gesehen. Der erklärt das Finanzamt. Das ist ja schon mal die nächste. Ja, gestreckt, keine Ahnung. Lass mir da ein wenig Spielwasser mit dazu, der Preisentrottel gespannt sein nicht. Eben. Stimmt leider, ja. Ein Meme gesehen, Oktoberfest. Das ist das kleine Meme, wo das Strichmenschkel wie wieder beim König der Löwen auf dem Felsen oben steht so, und unten die ganzen Bauern mit der Missgabe, wie die Strichmenschkel. Die haben das glückliche Toten, normal people am Oktoberfest. Ja. Und dann Bayern im Oktoberfest. Und dann mit der Missgabe so, kein Mensch von uns mag das Oktoberfest. Bei uns, also alle mögen das Oktoberfest, außer die, wo es stattfindet in Bayern. Da muss ich, ja.
Ja, Handvoll gibt's schon. Das sind dann die, die Das sich ist- geil vorkommen, weil es 800 Euro auf einem Abend Die sind halt Münchner, ja. Das ist Das sind die, Münchner. das Das sind nicht Mingerer, das sind auch keine Bayern, das sind zugrößte Preisenmongos. Ja, wir haben eine Box gehabt und dann haben wir uns eine Flasche Champagner Ja, bringen danach lassen sind wir noch ins und, P1 gegangen. Ja, richtig Ja, geil. da ist was passiert, ist, dass du vom Türsteher aufs Maul gekriegt hast, du Trottel, weil du nicht rein darfst. Ja. Du Mit deiner, Spacko. hoffentlich wird es mit deiner Champagnerflaschen Das sind dieselben Leute, die, aus, was gewürzt. das sind Nein. dieselben Leute, die sie einen M-Aufkleber neben einer BMW-Dingsbumsi kleben, obwohl es gar kein M nicht ist. Wie um mein VW auch angepickt. Das ist ein MVW. Ja, weil ich gute die M4 Oder gut. ein MMV. Oh Gott. Ah ja, aber na, warte jetzt schon, wie oft wart ihr im Oktoberfest? Ich war noch nie im Nur als Oktoberfest Kind. und ich Nur will als auch gar nicht hin. Ich war Also es einmal juckt und mich nicht gar wieder. nicht. Es juckt Also mich null. mein Pap war jetzt in Minga, meine Eltern haben getrennt, mein Pap war in Minga, natürlich bin ich als Kind, natürlich ist es als Kind ganz was Ja. anderes. Du gehst ja nicht ins Bierzelt rein und versaufst 800 Euro auf 2 Maß, Scheiße. sondern du gehst halt einmal, wie oft war ich? Zweimal? Wahrscheinlich zweimal. Und ich werde nie vergessen, wie es mir in der U-Bahn fast erdrückt hätten. Also richtig krass, richtig krass. Oder da war ich in der, was weißt du, nie 10, 8. 8, Wie schaut's? irgendwas Vielleicht sowas, 11. ist so wurscht. Zwischen 8 und Und dann 12. stehst du halt da sowas, mit deinem Pap in der U-Bahn 9. drin, stehst schon so da so, dann kommt die U-Bahn, dann gehen die Türen auf und das war's dann. Und da habe ich mir gedacht so, okay, das merke ich mir, bis ich erwachsen bin, da gehe ich nie wieder her. Das ist die behindertste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Vielleicht sollte ich da Doma hier gehen, dann habe ich wenigstens ein bisschen körperliche Nähe. Ich bin jetzt mal Ich hab's da mir wenigstens jemand angelangt und ich das jemand gespannt. ohne dass Ich er schon. gesagt wird. Ist schon wieder. Und der Kasperl steht ja. Bin ich wilde Maus gefahren, das weiß ich noch. Wilde Maus bin ich Maus. gefahren. Ich kenn Schießen habe ich gut kennen, ich habe immer auch bei uns in die Volksfeste. Scheißen heißt das, Scheißen. Scheißen. Der Papa hat mir das Luftgewehr Scheißen gelernt, schon als kleiner Bub. Sehr gut. Das habe ich ziemlich gut kennen. Deswegen glaube ich, mache ich gewisse Leute in unserem Freundeskreis, die den ganzen Tag vom Schießen labern, mache ich beim ersten Mal mache ich es fertig, das schwöre. Und habe ganz viel Das war's Luftfeuer aber geschossen. ewig, Und bei uns in die Volksfeste, ich meine, wir haben auch Schießstände und so weiter. Und bin dann Schießstände, Entschuldigung. Mein Depp, du. Und bin dann als Kind schon, als Kind kannst du das Ding nicht halten, weil das im Volksfest so beschissen schwer ist, dass Ja. sie heute machen teilweise noch schwer deren, ohne das auflegen, und ich hab mir halt auflegen. Aber ich hab da ganz gut schießen gehen, und das war halt eine absolute Offenbarung im Oktoberfest, haben ja die Schießstände gleich ganz was anderes wie bei uns da. Das hat mir schon taugt. Und wilde Maus bin ich gefahren, das weiß ich, aber sonst weiß ich nicht Kenn ich mehr. nicht, will die Maus kenn ich nicht. Doch, das ist so Es ist Achterbahn, also, ja, es ist war- eine Achterbahn, aber nicht so, wie du es jetzt vorstellst, so riesen, wie die Olympia-Achterbahn mit die 5 Loopings und so weiter, sondern eher klar und Ding, aber ganz seltsam, so ganz schnell, da geht's über Vollgas ums Eck und du meinst, der Kasten wir fällt meinen oben einen. und Ich kenn gerade Fetzergratenbahn vom Bayernpark. oh, leck, die scheiß Rodelbahn im Bayernpark, Alter. Boah, die war schon geil. Die, oh, Aber die, glaub leck, ich, Alter. die gibt's nicht mehr so, wie es früher Weiß ich war. Ne? nicht. Die haben's, glaube ich, umbaut oder nicht. Das darf mich wundern, weil sich dort Leute drin da rennen. Das ist ja Da ein gibt scheiß ich Problem. hab eine neue TikTok-Challenge, halt einfach den hey, ich hab eine neue TikTok-Challenge für euch. Hey, TikTok-Challenger. Im Bayernpark, wenn die Rodelbahn noch so ist, wie es ist, Challenge, wenn du es schaffst, den Knüppel ununterbrochen nach vorne zu drücken, bis ganz nach unten. Mit dem Mund. Dann mit dem Mund oder mit deinem Arschloch, rückwärts. Dann hast du gewonnen. Damit kann man dann ganz einfach feststellen, ob man übergewichtig ist oder nicht. weil jeder, der Heil und Mo kann, ist nicht fett. Ich wollte gerade sagen, wenn du es schaffst, hast du gewonnen. Tolle Wurst. Ja, das habe ich gerade Und erfunden. währenddessen musst du die komische scharfe Chili-Chips-Ding da essen. Das ist doch die aktuelle Challenge, vor der sie jetzt alle warnen. Echt? Da gibt es so ultrascharfe, mit denen ich weiß nicht, ultrascharfen Pepperoni, Chip- die California. Habaneros. Nein, die Reaper, California Reaper, oder? Ja, genau. Und die ist ja da drauf. Und das ist jetzt so eine Challenge, dass du nicht ohne davon frisst und ist so reinweise lustig. haut's Leid um anscheinend von dem Mist, die trocken. Ja, aber das ist ja, die ist hat so doch, geil. da gibt's doch diesen reichen YouTuber, wie heißt denn, der mit die Uhren da. Jäger. Ja, fast. Sitzt du hier zwei Trottel darin? Hey, ich hab keine Dann Uhr. wären wir mehr am Erfolg beteiligt eigentlich. Ich hab Sonnenuhr. Zumindest du, weil du hast eine Uhr. Du hast gesagt, Das der Reiche war, mit voll den der, Uhren. das war voll der gute Witz, gar nicht gecheckt. Ich hab eine Sonnenuhr. Ach, der Maul. Gut, das war genauso witzig wie mein Ohrenschuh. Ja, für die klang der. Halt dein Maul. Ja, okay, tschüss. Gut. Was wird man jetzt sagen? Keine Ahnung, Die was reiche dann irgendwo YouTuber haben mit Uhren. Ja, genau. Und der PewDiePie. der Deutsche ist das, Trimax. der mit die hintig gemachten Haare, der immer einen Anzug und so, also richtig schick gekleidet ist, der, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Den Monte. kennt man. Na, ja, genau, der. Ja, genau. Der hat eine Uhr im Gesicht tätowiert. oder? Na, aber der ist ja generell sauscharf und der macht ja die ganze Challenge da auch mit so ganz bekannte YouTuber, da wo dann zum Beispiel Rombileki,
der hat ja gegessen und ist dann da gestanden und einen Notarzt braucht. Ja, das ist eine richtig intelligente Scheiße. Ja, aber es Gibt's ist da schon nicht also ein amerikanisches YouTube-Format, Hot Wings, irgendwas? Und Ja. da Mit der- mit die- da kommen alle Prominenten. Da Ja. ist der Shaquille O'Neal drin gesessen, da ist der. Das ist das Meme aus vom Shaquille O'Neal oder Ja, was? genau, da war es schon. Oder wo einem dann die Arme drinnen sagt, Kansas, ja, can you make wings? Und dann ist er so. Da macht das jetzt erst so lustig und dann nimmt es ihn richtig. Also, dann merkt, Shaquille O'Neal wird mir viel in YouTube-Shorts vorgeschlagen und so. Das ist ein richtig geiler Auf, der wird nicht ganz oft überall eingeladen bei den Amis. Der redet ja nur Scheiße. Ja. So unfair, der redet ja nur blöd. Aber ist ein super, also nette Scheiße, nicht dumm Scheiße. Der ist richtig gescheit. Der hat einen Doktor in Basketball. Basketball, offensichtlich, ja. Und einen Doktor in Psychologie, glaube ich. Ja. Da wo ich mir nicht gesagt, Moment mal, du bist ultra studiert und bist Basketball-Legende. What the fuck ist denn mit dem eigentlich? Da hab ich eigentlich doch. Und ein Genie war er auch, oder? Da hab ich doch. Wie hat der Film geheißen? Shake Attack? Nein. Nein. Shakini? Nein, keine Ahnung. Wie hat der geheißen? Aber ich weiß, was du meinst. Ja, Zwei. Da habe ich euch durch die eine von dem Podcast da letztes Mal gesagt. Diese ja. Bobby. Ja. Und ja. die ist ja praktisch auch bekannt worden jetzt mit diesen ganzen Reichen, weil die einfach geschrieben hat, wenn irgendwer einen Promi kennt, kriegt er 300 €, wenn der bei mir im Podcast kommt. Das hat bei einem funktioniert und bei der ist es so gut okay, dass es da mittlerweile auch Shaq O'Neal und sowas da waren. Und die hat wirklich gut, diese Interviews. Auch wie, weil man eben, wie gesagt, jetzt als Jason Derulo, da wo es sagt, wie ist denn das eigentlich, denkst du ab und zu eigentlich dran, deinen eigenen Namen zu singen? Und dann er so, nein. Okay. Ich mag schon mal ein bisschen Der hat mehrere zum die dachten, Erzählen. Ja. okay. Die dachten trotzdem gern laufen Was lassen. erzählen, Ja, Nein, aber gut. die ist ein sehr gut Interview War gut, tatsächlich, ja. aber jetzt das Ja. nicht meinst. Nein, ich glaub's Weil wir auf gerade alle drüber Fälle. geredet haben. ja. Okay. Ich weiß, was die Woche noch passiert ist. Ich weiß zwar Ich jetzt auch. nicht, ob's was. Aber ich weiß was anderes, glaube ich. Und es bewegt sehr viele Seelen im Moment. Oh mein Oh. Gott. Das ist Das Oktoberfest. auch wieder Ist schon kapitalistisch. schon wieder. Nein, FIFA 24 Oh Gott. Packs. Habt ihr dazu schon Videos gesehen oder ähnliches? Na. Noch nicht. Es gibt doch immer diese Openings und da gibt es auch diese Walkouts und so weiter. Und es haben ja, Entschuldigung, Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt beißt der bald ein. Ich wollte gerade sagen, Da gibt es auch Normal. diesen Walk. Entschuldigung. Jetzt Laufen normal die bin die ich brauchen immer jetzt dann einen Popschutz, glaube ich. Ab in die Kommentare, brauchen wir einen Popschutz für den Florian oder nicht? ich pop euch Oder möchtest du mir sagen, möchtest du mir sagen, wie das Deep Throat das Ding? Schminke verlaufen drin. einfach nur noch. Oder Mikroschlucker. Auf jeden Fall kriegen durch die ganzen YouTuber schon exklusiven Zugriff darauf und haben ja auch schon ihre ganzen Openings und so weiter. Da gibt es diese Walkouts bei bestimmten, bei so ganz besondere Spieler, die du nicht kriegst, die laufen extra raus und dann kommt halt davor der Verein, die Wenn Position. du das Backerl aufmachst, oder wie? Genau, das ist praktisch, erst du zückst du mal Karten und dann zockst du mal die Karten und bei so ganz spezielle ist es halt wirklich so, dass die dann, da zockst du den Verein, die Position und dann mit so richtig krass zockt sie so und dann Mit Animationen. Genau, und dann laufen die raus und es gibt mittlerweile auch Frauen. Kann jetzt jeder davon halten, was er möchte. Aber ich habe da schon diverse Videos dazu gesehen. Da wird sich einfach nicht ganz so gefreut wie bei Männern. Also es gibt ja Das bestimmt Erste, was ich jetzt wissen möchte, ist, haben die gleichen Stats gleich auf mit Männern, Ja. oder? Und die spielen genau, also die spielen sie genauso gut wie Männer. Ich hab's nicht. Die haben genauso schnell, die schießen genauso scharf, die springen so hoch, die machen genauso scharfe Kopfbälle. Ja, Also ist das so? Schnelllaufer, glaube ich, können schon. Da wo ich sag, Classic Move. ja, da ist ein Video dazu gegeben, da wo dann die beste, die am besten schießt für die Frauen, die wo dann 11 Meter schießt, so 10 Meter drüber, wo dann, oder dann so schaut so. Und dann Roberto Carlos mit Schusskraft 82 und die andere hat aber 93 und Roberto Carlos, der ohne Freistoß von damals, Ja, war ja. schon, komisch. Und es ist so geil, aber bei Männern ist halt immer so gewesen, also diese Reaction-Videos, wenn jetzt da irgendwer rausläuft, dann ist es ja total krass, weil, wow, krass, und das ist halt einer von 100 oder einer von 200, also so richtig selten, dass Ja. da einer rauskommt. Dann schreien die da rum und freien sie ohne Ende und dann kommt da eine Frau und dann die so, erst so, wow, du sagst dir erst nur den Verein und die Position, denkst du, wow, krass, jetzt kommt was weiß ich, Haaland und dann kommt halt einfach nicht Haaland, sondern auch Dann sitzen Haaland die innen, da und so, Haaland innen. Ja, okay. also das ist sehr, Ja, sehr, das ist einfach lächerlich. das ist sehr, Weil ich hab nichts gegen die Gleichstellung von Mann und Frau, aber was das betrifft, ist einfach lächerlich. Das ist einfach gelungen. Das ist die lügen seine Traumwelt vor. Es ist nicht so. Lass doch mal die Frauenmannschaft von FC Bayern. FC Bayern gegen die Männermannschaft von FC Bayern. Und zwar und ernsthaft spielen. Gegen die A-Jugend. Die werden 120-0 totgeschossen. Totgeschossen! Ich weiß nicht.
Das ist ja nicht schlimm, aber es ist halt so. Das aber ist einfach nur, da wird ein Bild suggeriert, das nicht so ist. Das sein halt dann keine Tore mehr bei dem Spiel. Stimmt. Wir spielen ja nur zum Spaß. Dazu muss man die letzte oder vorletzte Folge gesehen haben, ich weiß nicht mehr. Das nehmen wir als Short. lecker. Das nehmen wir bitte als Short. Leck mich am Arsch. Ja, so können wir jetzt eigentlich gemacht. Starkes Ding. Was ist der nächste Step? Frauenfußballturniere, da werden einfach Tore nicht mehr zeigen. Da waren wir nur dabei, weil wir uns gefreut. Was ich da die Woche gesehen habe, das war, glaube ich, beim Lanz irgendeine Folge, was ist die Folge, ich glaube, es war am Dienstag, dass Saudi-Arabien da ganz krass eingeiert in Fußball. Ja. Und, fuck, wie ist die Mann, ist ja vollkommen wurscht, irgendjemand hat sich da irgendeine englische Mannschaft gekauft, irgendwas mit United, nicht Manchester, Newcastle United, glaube ich. Dann kaufen die gerade, die versuchen eine eigene Liga in Saudi-Arabien aufzuziehen, die mit dem europäischen Fußball mithalten kann. Kaufen Trainer, einen Ronaldo haben es gekauft, einen Neymar haben es gekauft und die kriegen halt da also utopische Summen. Das nur damit die in dieser Kackliga da unten spielen, bei den Saudis, ich bitte dich. Die haben jetzt am Überlegen. Und es werden für immer mehr. Du, und der jetzt- Kahn hat einen Handshake damit, der Jule, glaube ich, ist der nächste, der oben geht. Jule? Hast du nicht Jule? Ich kenne noch keine Fußballer. Wen war's? Jude. Jules Jules Verne. Verne, Der spielt 3000 Meilen unter dem Meer, spielt der Fußball. 20.000 Meilen. Ich weiß ja nicht, haben wir nicht einen Nationalspieler gehabt, der mit Nachnamen Julian Jule- Draxler ist rübergegangen jetzt, letzte Woche noch. Mit seiner Draxelbing. Jule, ich fällt mir gerade, ist mir Ja, auf wurscht. jeden Fall. Auf alle Fälle werden es immer mehr. Du, es ist ja auch im Gespräch gewesen, oder es war jetzt schon mal eine Andeutung, dass eventuell am Überlegen haben, ob die nicht in die Champions League mit einsteigen, dann der Gewinner praktisch der Liga. Per Wildcard habe ich irgendwas Ja, gehört. per Saudi-Card. Das macht alles kaputt. Saudi, geile Mach. Idee. Gar nicht schlecht, da muss ich einen Schluck zu mir Ich hab nehmen. nichts mehr. Schluck. Schluck Spiert. Spiert. Ich möchte sagen, dass Fußball kaputt geht, weil es jetzt angekauft wird. Krampf hin. Okay, verzeihen kannst du. Da geht es nur um sportliche Leistungen, Ja, ansonsten das nichts. stimmt. Das stimmt. Sonst Das ist so, nichts. ich kapiere halt nicht, dass das nicht mittlerweile so geht, dass halt wirklich viel, es wird ja trotzdem immer mehr verdient damit. Ich meine, das gibt es ja nicht, dass nicht auch wirklich Fußballfans irgendwann einmal sagen, Entschuldigung, hä? Es wird Da ja schaue ich immer doch weniger. dann irgendwann lieber Regionalfußball an. Also wirklich, dann schaue ich mir halt zweite, dritte Liga an, da wo es halt vielleicht, also 60. da ist schon so viel Geld drin, dass es wurscht ist. Oder schauen wir meinen Heimatverein an und feiert den an. Also jetzt, das jetzt voll bescheuert, aber da geht es halt wirklich nur um Leistung, weil die verdienen einen Scheißdreck. Ah ja, mittlerweile verdienst du ja schon in die. Ich schätze das beim FSV Landau, ich mag jetzt nichts sagen, weil ich nicht weiß, aber ich Man schätze sagt schon, dass nix. der ein Ich mag es jetzt schon wissen, was Nein, du dass der ein oder andere, dass der da schon ein bisschen Handgeld kriegt. Zwickel 20. Weiß ich auch nicht, weiß ich nicht. Ganz Da bin ich schon zu lange nicht mehr im Dings drin. Ganz bestimmt. Ich meine, ich bin beim SV Ganaker immer noch und zahle immer noch 20. Ja, da muss ich zahlen, dass ich mitspielen darf. Und später, Ja, wenn nicht. gut. So, Kleine Dicke- eigentlich einmal das kleine Dicke- irgendwann am Sonntag, wann haben wir Spiele? Sonntag, Mittag irgendwann oder so, Samstag, keine Sonntag, Ahnung. oder? Komm ich einfach Zwischen hoch. Freitag und Sonntag. Komm ich einfach so, ich bin jetzt auch dabei. Wie, du bist auch dabei? Ja, schau Ja. noch, hier steht drin. Ich bin Mittelstürmer. Ja, bin ich auch. Geb Ball. Ailton. Ja, stehen bleiben, schießen. Ja. Kann ich. Tippkick. Und Aber für die Ganaker Liga gelangt das. Aber Saudi-Arabien möchte ja, glaube ich, auch ein bisschen reinwaschen mit dem Ganzen. Also, Ja. dass die einfach Und praktisch ich finde ja Augenblick fragwürdig, haben. dass das, Ja. das ist so offensichtlich. Freitag ordentliche Hinrichtungspartys gehabt, am Samstag machen wir dann dafür die Bundesliga in Saudi-Arabien. Nein, so ist gut. Was ist für ein Fleck da? Das ist unser Elferpunkt. Da wird Freitag immer gay Ja, wir haben keine andere Fahrt mehr gehabt. Na, das ist. Du kannst eher Aber der ist ja auch dritte mit- Alte aus der Welt elfern, weil es ist doch jetzt auch mit, noch 12 3 Wörter gesagt hat. Spinnst du? Weil sie über den Führerschein nachdenkt. Jetzt hat der meinst du, wie Bayern schnell das Ziel auch, laufen kann? glaube ich, mit Qatar Airways, die haben sie ja am Arm gehabt und da haben sie Wer? doch die Bayern. Also. Der FC Bayern hat doch da Qatar Airways oder sonst wie drauf gehabt und jetzt hat halt da die Fangemeinschaft gesagt, na, das mengen wir nicht. Und dann haben sie halt gesagt, okay, verstehe ich, wenn der Vertrag ausläuft, bla bla bla. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt haben sie aber mit irgendwelche anderen. Jetzt haben sie sich tätowieren lassen müssen, dass wir es nicht Mit anderen Araber wahrscheinlich. Genau, das ist so ein zusammen ganz kleines Land noch, das kennt Ja. man noch nicht so und da haben sie jetzt auch wieder eine große Sponsorschaft. Aber ich glaube, die steht jetzt nicht am Arm, sondern ist immer jetzt in die Banden unten mit drin, da wo du denkst, yes, geil. Was ich auch Schaut noch, gar nicht wie. angefangen haben sie mit dem Golf. Es gibt ja die riesen Dein PGA-Tour. Golf, du bist schuld. Ja, dein Lass Golf. mal und einen M-Golf in Ruhe. Mit der Golftour, PGA-Tour kennt ja jeder, also hat was mit Golf zu tun, aber jeder kennt den Tiger Woods.
Yeah. Jede Frau zumindest. Da heißt, dass dem, Früher. glaube ich, 2 Milliarden Dollar oder so geboten worden sind, dass er runtergeht. Also, und Saudis haben sich gedacht, wir fangen mit Golf an, das ist ein zuschauergebundener Sport. Und wollten sie dann im Prinzip die PGA Tour, glaube ich, kaufen. Sagt die PGA Tour natürlich, das hat mit Tradition so viel zum Teil gar nicht, fickt euch. Dann haben sie gesagt, wir machen jetzt unsere eigene Golftour. Und mit so viel Prämiengeld, dass es halt völlig lächerlich ist, und kaufen da die namhaften Golfer ab und richtige Golflegenden. Der einzige, der nein gesagt hat, ist der Tiger Woods. Oder 800 Millionen haben wir im Boot, weil irgendwie ist er vollkommen wurscht, auf alle Fälle völlig utopische Scheiße. Und mit dem haben sie angefangen. Dann wollten sie die Formel 1 kaufen. Die ganze! Also, Entschuldigung, kann man eigentlich die Formel 1 kaufen? Was ist denn das? Ja, ist schon ganz geil. Sag mal, kann man eigentlich die ganze Weird Formel 1 Flag, Bro. kaufen? Also nein, die kann man die nicht kaufen, ja, okay. Na, dann machen wir unsere eigene. Ja! Und dann fangen die an mit einer Strecke und machen dann wieder eine. Das ist so utopisch lächerlich, weil sie langsam gespannt, dass die ganze Welt so weg von dem Erdöl-Scheiß will. Und jetzt kaufen sie sich, solange es noch geht, anderen Scheiß dazu. Das geht ja Erst einmal irgendwann aus. Ja. Zum Image reinwaschen, wahrscheinlich. Da will man denken, was hat denn das eine mit dem anderen zum Teil? Ich Es kapiere ist ja- nicht. es Wenn ist- spielt, bloß weil es jetzt Fußball spielt, Aber- seid ihr trotzdem menschenverachtende Wichser. Ja, aber was jetzt praktisch die Vereine, die haben ja praktisch Nur generell auch, frauenverachtend. jetzt sage ich mal in Ja, okay. Anführungszeichen, nicht so viel Geld. Das wird ja alles, das ist wieder durch den Staat, wird das ja auch finanziert. Der Staat, der gibt den Vereine ja Geld, dass die praktisch sich die Leute kaufen können und sollen. Einfach auch eben, um Werbung fürs Land zu machen. Da gibt es zum Staat Geld. An die Fußballvereine. Startgeld praktisch. Ja, genau, Startgeld. Unser Geld. Nein, das ist ja in Saudi Ja, persönlich deins. persönlich deins, ja. YouTube Money nehmen wir es nur her. Ja, da genau. geht's, Ja, YouTube Money Beste haben es gesagt. Deswegen krieg ich überall Raffiniert was Idee. Ja. Wegen Und so, Raffinerie. Walla Bürgergeld gut haben sie gesagt. Oh, Walla, voilà. Billgeld gut. Mega Ich habe aber noch Krise. was zum Abschluss, habe ich noch was vielleicht halbwegs Interessantes. Habt ihr vom Microsoft Leak gehört diese Ja. Woche? Nein. Ja, kurz mal das andere Unity rudert zurück mit einem Ding, gell? Dern's? Hab Hab ich noch gelesen, nichts jetzt gelesen. dass Entschuldigungen schon irgendwie rausgehauen haben und irgendwie hab wird noch das, keine also, gekriegt. sie werden das ganze Ding nochmal überarbeiten, hat's geheißen. Dann machen wir 10 Cent draus. Ja, ist wurscht. Ich habe gehört, dass sie über 20 große Spieleentwickler zusammen da haben und die Monetarisierungsfunktion in der Unity Engine entfernt haben. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, das ist im Prinzip Werbung in Spielen. Und das kann man automatisch da offensichtlich irgendwie einschalten und dann finanziert sich da Unity halt ein bisschen was, zwackt sie da halt ab. Und die haben die Monetarisierungsfunktionen komplett ausgeschalten. Schönes Ding. Ich meine, schönes Ding, wenn da nur so funktioniert. Nur so funktioniert. Sofort Vollgas eintreiben und die nicht Genau. einfach machen lassen, die Idioten. So einfach sofort und gespielt. Und die einzige Sprache, die sie verstehen, ist aus deinen Sackschellen. 100.000 Euro Gewinn, wenn ich nicht mehr mag, wären -5. Und das, wenn ich das als eins, Spacko. das ist das, was Ich war fein- wenigstens ehrlich, ihr Wichser. das ist was viel, glaube ich, nochmal zurück zu diesem Thema, kurz, die 10 Leute, die da bei dir arbeiten. Den Einzelnen kannst du sauber unterbuttern und der Einzelne, wenn sagt so, ich tue jetzt, fick, ich mach deinen Scheiß selber, dann wechselst du ihn aus. Aber wenn aber von heute auf morgen alle 10 Ja. sagen, Darum, du machst das jetzt. Gewerkschaften. Du machst es Ja, jetzt, freilich. sonst fick dich, mein Freund. Und mir kündigt mir zur kürzesten Kündigung, das habe ich schon übrigens schon einmal da, bei meiner vorletzten Firma, so kasig habe ich den Chef noch nie in meinem Leben gesehen an diesem Tag, auf die kürzeste Kündigungsfrist alle kündigen. Und richtig serious. Und zwar die Kündigung, entweder du änderst es innerhalb von einer Woche oder fuck you. Das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Ja, aber jetzt nur noch mal, um mich reinzureden, ich würde meine Mitarbeiter nicht schlecht behandeln. Ich würde ihnen Du jetzt hast nur dich nicht vorher noch schon extra reingeredet, Zucker also geben. bitte. Ja, nein. Ein Geritten vor allem, ne? Stopp. So will ich jetzt auch nicht dastehen, weil es nicht stimmt. Du bist der halsabschneidender Rassist. Aus einem Rassisten wird jetzt auch nur ein geldgieriger Ich Halsabschneider. war jetzt auch nach Saudi-Arabien. Man ist jetzt übrigens, hab ich auch mitgekriegt, man ist jetzt übrigens nicht mehr nur rechts, wenn man sagt so, kann mal da irgendjemand an der Grenze schauen, dass da nicht einfach jeder einer spaziert, dem es passt. Man ist jetzt ultra rechts, wenn man das sagt. Ultrarechts. Ja. Okay. Das ist der neue Praktisch Begriff. links. Wie weit rechts Rechts muss ich plus sein, dass ich rechts wieder plus. links eingeben? Das ist ein Kreis. Da musst du Das ist ein Kreis. Nein, da musst du Wagenknecht fragen. Ja. Stimmt. Was? Stimmt. Ja. Das ist nur eine Vermutung. Ja, das weiß auch nicht, was die. Ja, irgendwie ist Das war jetzt mit Aber gehen wir auf der Microsoft liegt, den fand ich nämlich Ja, jetzt wollte ich nicht jetzt geil. sagen. Ja, Verzeih Microsoft jetzt. Nur einmal. liegt. Oh Gott, wo fange ich an? Was ist ein Leak überhaupt? Ich stelle mir das sowieso vor, weil. Mama, hallo, du schaust ja auch unseren Podcast Ist an. das Mein dieses- Mann weiß nicht, was ein Leak ist. Ist das dieses. Was dein Mann, was ein Leak ist, du das fetter Hurensohn. dieser League of Legends? Ich weiß auch nicht, was das ist. Was ist ein Leak? Wenn etwas Liegt. rauskommt, was nicht rauskommen sollte.
Genau, zum Beispiel Eine interne Ein Firmendaten. Leck, ein Leck. Ein Datenleck. Das heißt, interne Firmendaten von Microsoft, was übrigens die zweitwertvollste Firma der Welt ist. Was ist die wertvollste Firma der Welt? Apple. Apple, Ja, die zweite. Microsoft, was Microsoft. kannst du? Google. Und die dritte? Oh, Google. Dann Ist Google. das Google oder ist es Meta? Alphabet. Aber Alphabet ist Google. Und die vierte? Microsoft. Vielleicht. Nein, waren zweite. Ah, Nummer. über zweite. Externe Firma von Microsoft. Nein, Amazon. Nintendo. Amazon. Fünfte? Amazon, ich wollte es gerade sagen, halt einmal. Fünfte. Und da kommst du niemals drauf. Niemals. Pokémon. Pokémon! Ja, Pokémon, der Pikachu ist die fünftgrößte Firma der Welt. Ja, schon nur im Fett sagt Pikachu. keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich mir jetzt auch nicht verdurre mit Platz 5 und Platz 6. Ich hätte es mir extra aufgeschrieben, weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Da kommst du niemals drauf. Nvidia. War mein erster Gedanke, aber ich habe nie im Leben. Jeder hat nur mit Nvidia, bringst automatisch nur eigentlich in Verbindung Grafikkarten. Ja. Also natürlich die Grafikkarten, Mann. Also ja, ihr Die als haben Rassist so- hättet Chinesen Die damit haben eingebracht. so krass in diesem KI-Thema, das in den letzten 1-2 Jahren explodiert ist, das ist die 5. oder 6. wertvollste Firma der Welt. Krass eigentlich. Wegen dem. Das ist richtig krasse Scheiße. Das hat kein Mensch auf der Ding. Meinst du, dass die einen 100.000 Euro Gewinn teilen? Weiß ich nicht, du kannst jeden da Aktien kaufen, ja. Auf jeden Fall. Ich Dann glaube ich- investiere in NFTs. Dann glaube ich, kommt Meta irgendwann, also Facebook. Was haben wir dann noch? Visa ist 10. glaube ich. Was ist jetzt Pokémon endlich? Nintendo ist gar nicht einmal in der Top 100. Hab ich schon Dreckschweine. nachgeschaut. Denn, wir waren mal beim Microsoft Leak, jetzt pass auf. Du musst jetzt langsam Also. schicken, gell? Da sind Daten veröffentlicht worden, was Microsoft so in die nächsten 5 Jahren macht. Also im Prinzip der Firmenjahresplan, wann kämen welche Spiele, wann kommt die neue Xbox, wann, was haben wir noch gehabt? Und da Was stehen kaufen wir ein? ganz genau, deswegen bin ich jetzt da drauf gekommen, wie du mit dem Ding angefangen hast. Die haben auch, also das ist ein Dokument, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre alt, weil da Ja. zum Beispiel auch noch drin steht, dass Starfield, was gerade erst erschienen ist, jetzt seit dem September 2023, ist da noch drin in 2021, glaube ich. Und der Starfield DLC 2022 und so weiter. Also im Prinzip alle Daten, die ich jetzt da nennen, noch im Kopf habe, die müssen wir um 2 Jahre nach hinten schieben. Aber die haben vorgehabt oder haben vielleicht immer noch vor, Nintendo zu kaufen. Ja, der Firmenchef, also weiß nicht, wie der heißt, der Typ, von dem die E-Mail war, der hat gesagt, das war für ihn das größte Karriereziel, dass er Nintendo kaufen kann. Das ist, glaube ich, irgendwie so drinnen gestanden. In der Die haben Welt. sich da garantiert drüber unterhalten. Ja. Ich Aber glaube, aktuell- Zahlen kannten sie es, weil es nicht an, die warten, Activision Blizzard geht ja jetzt durch, nichts mit Kartellamt und so weiter und so fort, 70 oder 75 Milliarden $. Und Grabschan. Und Graben. Unzähligen. Unzählige Grabschan. Und das geht ja wahrscheinlich durch und Nintendo darf wahrscheinlich die Hälfte kosten. Ungefähr. Aber der Japaner von Welt ist so stolz, das darf er niemals. Das darf er Ja. niemals, dass der Nintendo an den Westen verkauft. Niemals. Also glaube ich, kann ich mir vorstellen, gefühlsmäßig. Und, das ist nicht alles, sie wollten auch Valve kaufen. Was ist Valve? Counter-Strike und Co. Der Counter-Strike Steam. interessiert da keinen Steam im Prinzip. Aber Was übrigens eine der krassesten Firmen in der USA ist, von Mitarbeiter auf Gewinn gesehen. Was schätzt denn, was Valve Steam Mitarbeiter hat? jetzt erzählen wir nach der Pause. Haben wir immer nur 2 Minuten. Haben wir noch 2 Minuten? Ja, sicher. Wow, krass. Sorry. Nochmal die Frage. 300 oder 350. Und machen einen Umsatz und einen Gewinn, der so utopisch hoch ist pro Mitarbeiter, dass völlig lächerlich ist. Geben die was ab von die 100.000? Das weiß ich nicht. Der gute Gabe. Das, wie ich gelesen habe, das war schon krass. Dann Leaks, wann die neue Xbox-Version kommt und so weiter und so fort. Das Ja, erst, dauert mal war, anscheinend- erst bringen sie noch irgendeine X-Version oder Xbox Weißt du, was X. mein Problem ist? Die haben so dumm, kennen sie nicht einfach Xbox 5, 6, 7, 8, Ja. nennen, was weiß ich, was ein XS, 360, One, XS, SX, Ja, XX, ich sag das, was es ist, da ich Keine- keine habe, weil alles, was auf der Xbox gibt, gibt es auch am PC. Ich habe keine Ahnung, wie die aktuelle Xbox heißt. Ich glaub, das heißt die XS und, X oder gibt es irgendwas, ein X keine und ein Ahnung. S? Und Ich hab keine Ahnung. Ich hab Mir keine eigentlich Ahnung. scheißegal. Kenn mich da auch nicht aus, weil mich die null interessiert, Ja, aber die Xbox. PlayStation 5. Passt, kenne ich mich aus. Ja, alles klar. Xbox, das hätten wir uns besser überlegen können. Also, das, wenn ernst ist, dass die das alles kaufen wollen wird, das ist für dann richtiger. Die wollen es wirklich wissen. Ja. Dann ist für nicht mehr viel übrig, was nicht Sony ist. Jetzt müssen wir schnell Pause drücken. Boop. Was ist noch so drin? Laut diesem Plan, der kommt, ich glaube, das interessanteste Spiele-Release ist The Elder Scrolls 6. Ja, also der klar. Aber Nachfolger das soll jetzt auf der Skyrim. nächsten Konsole kommen, oder? Auf der nächsten Generation hat es kosten, kann es sein? Drin steht 2024. Aber wenn ich das jetzt 2 Jahre hinter dir Ja, rechne, muss sind wir so bei mit Dinger rechnen, 2026 und selbst die ist heute für fragwürdig. Und es steht, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es steht ein Oblivion Remaster drin und ein Fallout 3 Remaster. Genau, ja. Dishonored 3 steht noch drin. See. Ich glaube sogar für dieses Jahr. Oder nächstes Jahr. Was haben wir noch gehabt? Sonst ist eigentlich nichts mehr relevant so.
Und ein neuer Xbox-Controller kommt, der endlich einmal. Ich habe ja jetzt eigentlich eine PlayStation 5 vorhin stehen. Das ist nicht meine, die habe ich geliehen bekommen. Ich bin behindert, kaufe für Beispiel 550 € Konsole. Der Controller ist schon mal wieder ein PS5-Controller, ein Henkel. Ja. Ich war schon lange, ich noch nie. Das erste Mal. Das war schon geil, das Ding. Ja, das ist Kannst du super, sagen, was man, der kostet auch einen 100er. Oder kostet ein 100er? Nein, ich glaube ein 70er oder selbst. Ist auch zwei. Für Gamepad, Alter. Ja, aber das kostet so nicht. Ich habe mich überhaupt nicht ausgehen. Ich habe kurz umeinander gespielt. Die Schultertaste, die haben einen Widerstand. Ja. Das Touch-Ding und so ein Scheiß. Da habe ich mir gedacht so, Alter, das Teil kann mehr wie mein Handy. Was zur Hölle soll denn die Scheiße? Ja. Schon krass eigentlich. Und Xbox bringt jetzt auch so ein weiterentwickelten Ding. Das ist eigentlich so, das ist halt schon krass. Und wie viel Geld das erwarten damit zu machen? Bei ISO 6 steht 1 Milliarde $1 im Release-Jahr. Bei wem? Bei Elder Scrolls 6, also dem Nachfolger von Skyrim. Okay, sorry. Insgesamt erwirtschaften es, glaube ich, 2,5 Milliarden und 1 Milliarde davon soll nur Skyrim 6 machen im Prinzip. Skyrim. Das halt dann anders heißt. Nicht schlecht. Hammerfell oder wie auch immer. Hammerfall ist die Eldraine. Band. Hammerfell oder Hammerfall? Hammerfall ist die Band. Das ist die Band. House on Und Fire. ein Gebiet, glaube ich, heißt das in Himmelsdingsbums. Fuck, ich weiß nicht, wie die Welt in Skyrim ist ein Gebiet in der Welt von Tamriel? Ich weiß nicht, heute mal bin ich ahnungslos. Schreib's mir in die Kommentare, der Mongo. Stimmt, hat noch keiner was in die Kommentare geschrieben. Stimmt, wir haben nicht Nur zur einen Interaktion Kommentar. aufgerufen. Ja, Ja. Jetzt gehst von deiner geschissenen Spotify-Playlist aber, gehst in das YouTube-Video rein und schaust es erstens so und zweitens drückst auf den Like-Button, der Mongo. Und sagst uns, was vom Flocke seine Halsabschneidereifirma holst. Ja. Das hätte man eigentlich fragen können. Wie darf sie ihr machen als Chef? Wenn's beim Darf Flocke gern arbeitet. Romane sein. Schreibt euch Der aus, liest rein kein damit. Mensch. Ich lese schon. Wetten nicht? Doch. Soll ich sie Die vorlesen? lesen genau 2 Stück. Ja, von genau. denen. Und der Kani liest den schlimmsten und den besten nächstes Mal vor. Oh Gott. Ja, das wird gut. Haben wir letztes Mal drüber geredet? Automaten-Content. Automaten. Ja, ein Rest. Irgendwann, ich habe mir so eine Nvidia-Software runtergeladen, weil wir bei KI gerade waren. Die heißt Nvidia Broadcast. Die kann ich in meine Webcam zwischenschalten. Dann kann ich so einen Zettel da herlegen und schaue da so im Boden runter und lese den vor. Aber meine Augen schauen in die Kamera. Hoffentlich Das so geil wie schaut bei den so absurd echt aus. Also- Das ist brutal. Das heißt im Prinzip, ich kann da einen Zettel herlegen, kann den ablesen so. Und die Broadcast-Software macht meine Augen, als da in die Kamera schauen. Völlig live. Also ich kann so machen, die schauen immer in die Kamera. So geil gruselig dann wie bei manchen NPCs in Spiele, oder? Ja, das darf ich. In alle Richtungen. Furchtbar. Und das Das ist übrigens Cyberpunk-Update. eins der Jugendwörter des Jahres, gell? Ja, und NPC. in die Top 3, oder? Top Side-Eye. 3, Side-Eye, NPC und Goofy. Goofy, ja. Also da bist du halt witzig. Du bist so goofy, Birger, du bist so goofy. Ja, das ist ja ganz ehrlich, die Generation, die da heranwächst, Gnade uns allen Gott. Das haben Und sie jetzt bei gehen wir uns ins auch gesagt. Bett. Gute Nacht miteinander. Schleicht mal uns. Ich mag jetzt nicht mehr. Bis nächste Woche. Like da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das mal. Nicht! Du es! Lass nach vorne! Ja, wenn dann ist er hier, du Ich Trottel. hab schon aufgedruckt. Ja? Abgeschrieben ist er, Birger, abgeschrieben ist er. Kannst du das bitte? Ja, ja, verpisst euch, Kabiniere. Tschüss. Gute Reise. Auf einmal gibt der Gas, was ist mit dir? Ja, was hast du gemeint, dass er stehen bleibt und nur am Ja, da ist ja noch irgendwas so. Was hast du gemeint, dass man den irgendwo will ich hinstellen sagen? muss? Die ich kenne, die sagen immer so, Reinigung wird gestartet. Also ich weiß, was Ja, das ist. Entschuldigung, meiner kann noch nicht reden. Ja, dann bist aber du der Fälle in der Geschichte. Ja, das war. Deine hätte sagen müssen, tschüss, schöne Welt. Okay. Okay, bye. What is my purpose? To sound my dish. Oh God.